zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Double X Rider. Oh Mann, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das tut, die erste Runde vom Jahr zu drehen. Aber mit der ersten Runde kommen auch leider die ersten Unfallstories in den Nachrichten oder Zeitungen. Oh mein Gott. Es ist ein Thema, das halt jeder kennt, aber es wird doch irgendwie zu schnell unterschätzt. Und ich verstehe es. Mir geht's genauso. Sobald ich auf dem TÜV hocke und die Vibrationen vom Motor spüre, kann ich einfach nicht aufhören. Aber ich muss mich jedes Mal daran erinnern, dass ich mich beherrschen muss. Oh mein Gott. Die Straßenkonditionen sind noch nicht optimal und es gibt überall noch Salzreste, Staub, Dreck und die Temperaturen sind immer noch zu kalt für eine richtige Pneu-Performance. Nebst denen sind die Leute, die noch nicht auf uns TÜV-Fahrer dran gewöhnt sind. Und ich glaube, nach dem Corona-Lockdown, den wir hatten, sind die sowieso woanders mit den Gedanken, um es irgendwie nett auszudrücken, gell? Wir teilen die Straße mit Fußgängern, Velofahrern, Trottinettenmietern und Kurierspeedies und das ist einfach ein riesiges Chaos. Aber glaub mir, der grösste Gegner, den wir anfangs Saison haben, ist sich selbst. Und unsere Emotionen, die einfach unstillbar sind. Ich verstehe es, ich weiss. Darum wollte ich euch so gut wie möglich daran erinnern, dass wir genug Zeit haben zum Wheelie poppen, Knie schleifen oder schnell fahren, aber nicht mehr als 80 bei der Pässe, gell? Die Saison hat erst gerade angefangen und es wäre voll schade, sich schon jetzt vom Jahr zu verabschieden. Denkt daran denken, dass wir nicht die Einzigen sind auf der Straße und es lohnt sich wirklich nicht, jetzt die Angststreifen zu wegfahren. Später vielleicht schon, aber jetzt wird anständig gefahren. Es geht nicht nur ums Gutfahren, sondern unsere Bikes brauchen auch ein bisschen Liebe nach dem Winterschlaf. Die es über Winter abdeckt haben und die Batterie ausgesteckt oder zum Laden gestellt haben, haben schon die Hälfte richtig gemacht. Nebst dem Pneudruck checken, links und rechts Blinker checken, Bremslichter, Frontlichter überprüfen, sowie auch Kettenspannung sind halt die Basics. Und für die Leute, die sehr viel gefahren sind letztes Jahr, würde ich auch empfehlen, einen Ölwechsel zu machen und die Bremsflüssigkeit zu kontrollieren. Hey Jungs, ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen und ganz viele Stories und Bilder zu machen, mit der Blacklisted Crew hängen und weitere YouTube-Videos zu kreieren. Oh Mann, ich kann einfach nicht mehr weiter warten. Von welchem Film ist das? Ja. Darum, meine liebe Bitcheronis, wünsche ich euch einen ganz schönen TÜV-Saisonstart. Seid ihr bitte vorsichtig. Ich weiss, es ist super schwierig, aber das bisschen muss man noch aushalten, bis die Temperaturen wieder top sind. Und dann kann man richtig Vollgas geben. Hat mich sehr gefreut. Ich weiss, ihr habt einen Haufen Fragen wegen dem TÜV. Sie gehört nicht mir, aber ich darf ein Zeit lang fahren, bis ich weiss, was mit Miniere 1 los ist. Hat mich sehr gefreut. Hoffe, sehen wir uns sehr bald wieder. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Peace.